Ich wünsche euch auch von ganzem Herzen friedvolle Weihnachten. Das ist auch mein Thema heute Morgen, Friede auf Erden. Und wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, werden ein paar sagen, kenne ich. Ich weiss, hat mir jemand heute Morgen sogar gesagt, sie sei verfilmt worden. Und ich erzähle sie extra. Trotzdem, aus zwei Gründen. Erstens, weil es sehr aktuell ist, ihr werdet es nachher sehen. Und zweitens habe ich gestern Abend eine Erfahrung gemacht, die mir einmal gezeigt hat, es ist mir ganz, ganz nahe gekommen, die Geschichte. Aber zu dem später. Eine wahre Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Es war während dem Ersten Weltkrieg. Seit langer Zeit schon standen sich in Nordfrankreich zwei riesige Armeen gegenüber, die sich hassten, verfluchten und nur an eines dachten, möglichst viele Gegner zu vernichten. Der Kampf kannte keine Pausen, kein Atemholen. Der Kampf nahm seinen Fortgang bei Nacht ebenso heftig wie bei Tag, an Werktagen wie an Sonntagen und Feiertagen. An einer Stelle lagen die kämpfenden Soldaten kilometerweit voneinander entfernt, an unserer Stelle nur ein Steinwurf weit. Manchmal, wenn der Wind günstig war, konnte man die Stimmen des Gegners im nahen Schützengraben hören. Da, wo die Soldaten so dicht beieinander waren, tobte der Kampf am härtesten. Rundum, im weiten Umkreis, war alles verwüstet. Dörfer, Äcker, Wiesen, Bäume. In einer ganz vorgeschobenen Stellung stand Jan Verkerk auf Wache. Er lehnte erschöpft an der lehmigen Grabenwand und starrte, Gewehr bei Fuß, auf die vor ihm weiß glitzernde Fläche. Vor und hinter ihm donnerten die Geschütze, aber das störte ihn nicht. Er hörte es nicht mehr. Nur wenn eine Granate in seiner Nähe einschlug, zuckte er automatisch kurz zusammen und stand danach wieder unbeweglich da. Er schlief nicht, er wachte nicht, sein Kopf war ohne Gedanken. Das kam von der großen Anstrengung der letzten Tage, die eigentlich weit über seine Kräfte gegangen waren, aber er erfüllte weiterhin seine Pflicht. Jan Verkerk fröstelte, argwöhnisch spähten seine Augen ständig über den Schnee, denn da war etwas Merkwürdiges. Da lag etwas Geheimnisvolles in der Luft, das ihn in Unruhe versetzte. Was das war, konnte er noch nicht feststellen, doch er wusste, dass er sich nicht täuschte. Führten sie etwas im Schilde, diese Teufel dort auf der anderen Seite? Das spürte man manchmal nach so vielen Monaten im Schützengrabenkrieg. Was war es nur, das ihn so in Unruhe versetzte? Es war still geworden, während der Zeit, in der er auf Wache stand. In immer längeren Abständen feuerten die Geschütze vor oder hinter ihm. Was war eigentlich für ein Datum? Er wusste es nicht mehr. Er musste nachrichten. Am Dienstag, den 20. Dezember, war er in diesen Graben gekommen. Wie viele Nächte waren seither vergangen? 2, 3, 4? Da müsste heute ja Heiligabend sein. Eine Welle der Gefühle flutete über Jan Verkerk hin. Auf der ganzen Welt wurde nun Lob gesungen, dem Kind in der Krippe, dem Licht der Welt, das seinen Schein in die Dunkelheit von Sünde und Tod geworfen hatte. Als er daran dachte, befiel ihn tiefe Wehmut. Noch nie habe ich das Weihnachtsfest vorübergehen lassen, ohne zu singen, dachte er. Heute aber habe ich es vergessen. Wer kann auch in dieser Hölle an Gott und die Weihnachten denken? Aber Gott hat dich nicht vergessen, sagte eine Stimme in seinem Herzen. Er stand da und schaute still nach den Sternen, den Tausenden von Lichtern, die mit ihrem freundlichen Glanz von dem großen Licht sprachen, das doch weiter schien.
Auch wenn die ganze Welt in der Dunkelheit des Krieges lag. Plötzlich merkte er, dass er doch zu singen begonnen hatte. Anfangs beinahe flüsternd, dann immer lauter. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Dann ertönte ein Geräusch aus dem Unterstand und er hielt erschrocken inne. Mach weiter, Jan, sagte eine Stimme. Es ist gut, dir zuzuhören. An den Stützpfosten des Eingangs gelehnt standen drüben ein paar seiner Kameraden, die wahrscheinlich durch den ungewohnten Klang seiner Stimme wach geworden waren. Sing ruhig lauter, sagten sie. Mit der gleichen Hingabe wie früher, als er in großen Konzertsaalen gesungen hatte, sang er nun für die dreckverschmierten, vor Kälte schlotternden Männer im Schützengraben. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirtennest kund gemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ, der Retter ist da. Christ, der Retter ist da. Hell erklangen die Worte durch die Stille der Nacht. Wunderbar rein schweben die Klänge über das Schlachtfeld, auf dem die ganzen letzten Tage hindurch nichts anderes zu hören war als das heisere Gebell der Geschütze und das Geheul der Granaten. Als Jan schwieg, hoben alle plötzlich überrascht den Kopf und lauschten angestrengt, denn in der anderen Seite des verwüsteten Niemandslandes ertönte nun auch eine Stimme: Stille Nacht, heilige Nacht. Sie hielten den Atem an und waren vor Staunen still. Jan Verkerk traten die Tränen in die Augen, so rührte ihn diese Antwort. Solange sie hier waren, hatte ihre Aufmerksamkeit ständig dem Gegner gegolten. Jeder Schuss hat der Gegner beantwortet. Jeder Angriff hatte einen ebenso wütenden Gegenangriff zur Folge gehabt. Jetzt hielt der Gegner auch mit. Jetzt antwortet er auch mit einem Lied, mit einem Lobgesang auf das Kind von Bethlehem. Ein Glücksschauer durchrieselte Jan Verkerker. Wusste er genau, was er tat? Er erklomm die Schützengrabenwand und stand groß und ohne Waffen im Mondlicht. Einer seiner Kameraden warnte ihn, rief ihn zurück, aber er hörte nur die Stimme von drüben und die letzten, langsam verhallenden Klänge des Liedes. Nun stimmte er wiederum das Lied an. Beim Singen schritt er ganz in Gedanken vorwärts, lief langsam an den Stall Drachenverhau und lehnte sich singend darüber. Er sang nun nicht mehr für seine Freunde, er sang jetzt für seine Gegner da drüben, die er wieder als Menschen kennenlernte. Und als er in der Ferne die Gestalt des anderen Sängers schwach im Mondlicht zu erkennen glaubte, da hielt es Jan Verkerk nicht mehr länger aus. Sein Herz zog ihn nach drüben zum Feind. Feind? Jan hasste ihn nicht mehr. Er hasste niemanden mehr in dieser Nacht. Das Unrecht durfte er hassen, die Gewalt und alles,
was ihn so lange daran gehindert hatte, Gott zu dienen, wie es sich gehörte. Aber keinen Menschen, der wahrscheinlich ebenso wie er gezwungen und getrieben wurde. Er hatte bereits die Angriffslücke im Drahtverhau hinter sich gelassen und ging weiter ins Niemandsland hinein, entlang den Rändern der Granattrichter. Als er den halben Weg zur feindlichen Stellung zurückgelegt hatte, blieb er stehen und sang dort sein Lied zu Ende. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, Liebe aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Dann kam durch die weiße Welt eine dunkle Gestalt, die seinen Gesang aufnahm und sich bis auf wenige Schritte näherte. Nach einer Weile schwieg sie und blieb zögernd stehen. Aber Jan ging mit ausgestreckter Hand auf den anderen zu. Gestern Abend haben wir eine spezielle Gesellschaft bei uns in der Stube rein. Zuerst haben wir 2 Leute eingeladen, dann waren es 3 gewesen, am Schluss sind es 4 gewesen, am Schluss sind wir zu 8 gewesen, meine Frau und ich. Wir sind um den Resttisch gesessen und ich habe die Geschichte erzählt. Sorry. Wir haben ein Ehepaar bei uns am Tisch. Gegen die 80. Der Mann schwer krank im Rollstuhl. Nur seine Frau hat noch Fetzen von dem verstehen, was er gemurmelt hat oder gestammelt. Wir alle anderen haben nichts verstanden. Aber als ich die Geschichte erzählt habe, hat der Heinz angefangen zu brieken. Ich war irritiert. Ich dachte, was ist los? Was mache ich falsch? Er hat nicht mehr aufgehört zu brieken. Aber als ich fertig war, hat er weiter gepredigt. Seine Frau hat dann erklärt, es sei seine Geschichte. Sein Vater sei der Funker gewesen, der im Schützengraben nebenzu die ganze Geschichte mitgehört hat. Die Geschichte ist ja dann weitergegangen. Am anderen Tag sind die Soldaten in beiden Gräben unfähig gewesen, weiter zu kämpfen. Beide Armeen haben die Soldaten abgezogen aus den Schützengräben. Sie haben sie nicht können als ganze Einheiten verschieben, es wäre nicht mehr gegangen. Sie hätten nie mehr gekämpft. Sie mussten einzeln in andere Abteilungen verfrachten und dort integrieren. Ich werde diese Tränen gestern Abend nie mehr vergessen. Diese Nacht war eine heilige Nacht. Es hat die anwesenden Männer nachhaltig verändert. Frieden auf Erden. Wir haben in der Schweiz Gott sei Dank keinen Krieg. Bei weitem nicht. Nochmal. Bei weitem nicht, Gott sei Dank. Und doch haben sich in den letzten Monaten in unserem Land unseren Verwandtschaften teilweise und sogar unseren Kirchen so Schützengräben aufgetan. Geimpfte und Ungeimpfte, Massnahmen, Befürworter und Gegner stehen da und dort einander gegenüber. Tief eingegraben in die jeweiligen Schützengräben. Die Waffen sind keine Kanonen.
sondern Gefecht mit Wort, gespickt mit Statistiken. Man schiesst. Zuhören war gestern. Die Fronten auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten sind verhärtet. Das sind sie wirklich. Ich weiss, es gibt natürlich viele andere Schützengräben, in die sich Menschen eingraben, in denen sie sich unverstanden fühlen, in denen sie voll Wut hocken. Verletzung aus der Kindheit, Eifersucht, Missgunst, Rechthaberei. Wenn wir hinter die Kulissen schauen, dann sehen wir, dass die Schützengräben, die sich heute auftun, schon viel älter sind. Wir sehen, dass in der aktuellen Pandemie vieles, was latent vorhanden war, im Leben von Menschen an die Oberfläche poppt, an die Oberfläche kommt. Und oft versteht man Menschen nicht mehr, wieso jetzt sie so reagieren. Ich habe vor ein paar Tagen einen Geschäftsmann getroffen. Er hat mir aus seiner Familie erzählt. Und ich habe ihm gesagt, weisst du was, das geht nicht um Corona. Das geht um etwas viel, viel Tieferes, das latent schon da war. Alte Verwundungen, alte Missgunst, altes Unverstandensein, zurückgesetzt sein, missbraucht fühlen, kommt an die Oberfläche und artikuliert sich jetzt unter dem Deckmantel. Ob geimpft oder nicht geimpft, die Worte werden gehässiger und die verbalen Waffen fangen an zu schiessen. Und das auf beiden Seiten der Schützengräben. Und mitten drin, Freunde, feiern wir Weihnachten. Mitten drin kommt die Geschichte. Eine Geschichte, wo Finde aufeinander zugegangen sind. Eine alte Geschichte. Ist sie so alt, dass sie heute nicht mehr passieren kann? Eigentlich ist die Geschichte 2000 Jahre alt. Es ist die aktuelle Weihnachtsbotschaft. Damals, wo die Engel zu den Hirten gekommen sind auf dem Feld und Folgendes gesagt haben. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott und Frieden auf Erden. Friede auf Erde. Friede auf Erde. Es ist der Ruf, es ist die Sehnsucht, die durch die Welt geht. Die Truppen, die vor der Ukraine stehen, mehr als 100.000 Soldaten. Frieden auf Erde. Frieden auf Erde ist der Ruf, der Sehnsucht weckt in unserem Land. Frieden auf Erde hat mich fest ergriffen, die Sehnsucht. Dass Frieden auf Erde entsteht. Mitten in dem Tohu Wabohu. Mitten in dem, wo niemand mehr recht weiss, was gilt und was gilt nicht. Mitten im Chaos hinein. Frieden auf Erde. Aber wie soll das werden? Es gibt doch Unterschied. Es gibt doch scharfe Munition. Es gibt doch Verletztheit, oder nicht? Soll man das jetzt einfach so fromm wegschlucken und tun, als ob, wie es vielleicht in vielen Verwandtschaften in diesen Weihnachtstagen so ist, man gibt sich wenigstens Mühe dazu. Die Engel sagen weiter, das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Die Engel weisen auf den hin,
der Frieden auf die Erde gebracht hat, auf Christus. Bei Christus ist Frieden. Durch den Christus kommt Frieden, kann Frieden kommen. Und die Hirten, was haben sie gemacht mit dieser Message? Haben sie gesagt, du ja, also wenn dann mal ein anderer unsere Schafe hütet, dann werden wir dann vielleicht auch mal schauen, was es dort gibt. Nein. Es heißt in der Schrift, und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Sie haben sich aufgemacht und sind zu dem Kind gegangen in der Krippe. Das Kind in der Krippe, das symbolisiert keinen Machtanspruch. Keine versteckte verbale oder nonverbale Messages. Ich bin grösser als du, ich bin stärker als du, ich habe es besser als du, du hast versagt und mir gelingt alles. Das ist das Kind in der Krippe. Verletzbar. Ohne Schutz. Ein Ort, wo jeder Mensch hingehen kann und selber verletzbar werden. Selber einmal seine Rüstung ablegen. Selber sein Pokerface ablegen. Und Freunde, dort, wo sich Menschen da treffen, an dem Ort vom Frieden, da spielt es keine Rolle. In welchem Schützengraben man hockt, da kann man rauskommen. Es braucht ihn nicht mehr. Und da kann Frieden entstehen. Bei der Krippe, bei Jesus findet Verletzte, Verwirrte, verlaufene, wütende, traurige Menschen Frieden. Bei dem Jesus-Kind oder dem Verletzbaren, darum ist er ja so auf die Erde gekommen, braucht es keine Argumentation mehr, keine Rechtfertigung mehr. Da ist man einfach. Und wenn man sich da einfach trifft und versteht, was da passiert ist, dann kommt Frieden. Es gibt noch einen zweiten Ort, wo der Frieden kommt. Es ist bei dem Kreuz. Wir haben hier eins. In seiner letzten Stunde, letzten Minuten, hat der Jesus von der Krippe um Kreuz gehangen ist, zwischen diesen Balken runtergerufen. Man hat es gehört. Er hat es nicht geflüstert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du zu dem Kreuz kommst und wenn du Vater, vergib ihnen hörst, die 3 Worte, wenn du die 3 Worte hörst, Vater, vergib ihm, von dem Jesus, der betet für dich zum Vater, dann braucht es da nicht mehr anders, als dass du erkennst, dass du ebenso viel Schuld hast in deinem Leben, wie der oder die am anderen Schützengraben hockt. Wenn du dich mit dieser Frau, mit dem Mann, da vor dem Kreuz kannst treffen und ihr merkt, dass ihr einfach gleich sind. Beide bedürftig. Wenn ihr beide hört, Vater, vergib mir, dann kommt Frieden. Ich bin am Schluss. Heute Morgen hat mir ein anderer Gast von gestern ein SMS geschickt. Passt alles super, he? Er hat geschrieben, ist ein spezieller Mensch. Wir laden immer spezielle Menschen.
Ach, ich hätte gesehen, die 6 Gäste, die an unserem Tisch geguckt sind. Er hat geschrieben, die Schützengräben stören meinen Frieden. Alles mit Grossbuchstaben. Weihnachten heisst raus aus den Schützengräben. Bei der Krippe und beim Kreuz, wenn sich da die Menschen treffen, entsteht Frieden. Das sind Orte vom Frieden. Das sind Orte, wo Frieden entstehen kann, aber du musst nicht warten auf den anderen, sondern du machst den Anfang. Ich mache den Anfang. Wenn ich da stehe, wenn ich dort stehe, vielleicht stehe ich ja zwischen ihnen, in beiden Minnen. Wenn ich meine Rüstung herunterlassen kann, meine Rechthaberei vergessen kann, wenn ich nicht mehr bestehen auf meiner Meinung, weil er runtergekommen ist. Runtergekommen ist. Runtergekommen. Und da rauf. Wenn ich da anfange, wenn wir alle, die da sind und zuhören und im weißen Saal sind, anfangen, dann passiert etwas. Ich möchte beten, bitte euch zum Aufstehen fürs Gebet. Ja, Jesus, das ist die tiefe Sehnsucht in mir. Als Menschen aus den Schützengräben rauskommen. Wer macht den ersten Schritt? Jesus von der Krippe zum Kreuz heisst Frieden. Weil Jesaja sagt, du bist der Friedenfürst, Jesus. Friedenfürst, der Regent über den Frieden. In deinem Namen ist Frieden. In deiner Gegenwart ist Frieden. Und so rufe ich heute Frieden aus. Über diese Kirche da. Über dem Zürich-Oberland. Über unsere Schweiz. Friede auf Erden. Danke, Jesus. Amen. Wir werden jetzt das Lied, das wir so fantastisch gehört haben vorne,